Und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von The Witcher 3 Plus. In dieser Folge geht es, ich möchte jetzt endlich mal damit anfangen, und zwar mit der berühmt-berüchtigten Gwent-Reihe. Gwent, ein Spiel, was man hier bei The Witcher 3 so richtig schön zocken kann, so richtig schön ausleben kann und was an und für sich im Gegensatz zu früheren Spielen der Witcher-Reihe noch ziemlich anspruchsvoll ist. Ja, in diesem Part, oder beziehungsweise in diesem Parts hier jetzt noch folgen, will ich einige Kämpfe rausschneiden, einige Kämpfe zeigen, die dann doch ein bisschen spezieller sind. Speziell im Sinne von, dass es Kämpfe sind, die man eigentlich dann doch schon führen sollte, weil es dadurch halt spezielle Gwentkarten zu gewinnen gibt, die es sonst nirgendwo im Spiel gibt, sprich die einzigartig sind. Generell ist es wirklich so, dass halt die meisten Gwentkarten kann man ja gegen Händler, gegen irgendwelche Tavernenwirte oder auch gegen Handwerker antreten und dann bekommt man halt eine zufällige Karte. Aber diese Kämpfe hier, oder wohl ja diese Spiele, weil wir mit Kämpfen und so weiter kommen, diese Spiele, die wir hier haben, die sind auch bestimmte Quests rein, also nicht nur so, dass wir irgendwie aus den Fingern sagen und so, nee, es hat schon etwas zum Spiel selbst und heute geht es eben um die Reihe Gwent-Spieler in Wählen. Das heißt, insgesamt 4 Charaktere, die gegen uns zocken wollen, oder wir können gegen sie zocken, je nachdem, und wir kriegen dafür, wenn wir halt gewinnen, kriegen wir bestimmte Karten, die in diesem Sinne halt einzigartig zu gewinnen sind. So, wie man sieht, ich bin im Hintergrund gerade noch ein bisschen dabei, Karten zu sortieren, austauschen und so weiter. Was ich auch noch bemerken muss, in diesem, unglaublich an einer der nächsten Folgen, ist es dummerweise passiert, dass ich hier bei der Aufnahme irgendwie einen Fehler habe. Man hört es jetzt zumindest, dass die Hintergrundkulisse, die ist da, alles schön, Hintergrundmusik, alles supi. Aber die Charaktere wie eben jetzt der blutige Baron und auch Geralt, die quatschen nix. Jo, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat er da einen Fehler. Aber dachte mir so, okay, nochmal neu aufnehmen ist doof. Abgesehen davon, bei Gwent spielt es keine Rolle, wenn jetzt die Charaktere quatschen oder nicht, weil es geht hier echt darum, dass man das Gwent-Spiel jeweils gewinnt. Ja, Gwent gewinnt, los geht's hier mit dem ersten Match, und zwar in dem blutigen Baron. Der hat für uns eine spezielle Karte, eine Karte, wie sie auch hier für Stannis ist, den man hier ganz links sieht, genau den hier. Und zwar eine sogenannte Spionkarte. Spionkarte natürlich ganz wichtig, weil damit kann man halt 2 Karten auf einmal ziehen. Also im Sinne von Yu-Gi-Oh! Topf der Gier. Nur eben halt mit dem Schatteneffekt, dass die Karte aufs gegnerische Feld kommt. Das ist dann ein bisschen doof, weil man für Stannis, der man schon 5 Punkte hat. Aber, naja, mal gucken, wa? So, natürlich, wie es gewohnt ist, hier wählen ist eines der ersten Gebiete. Natürlich war jetzt hier mein Deck noch nicht so besonders. Das ist auch der Grund, wieso halt die ersten Kämpfe ein bisschen länger gedauert haben und so weiter. Aber keine Sorge, die werden dann künftig schon noch ein bisschen spannender werden, auch ein bisschen abwechslungsreicher. Okay, jetzt also gegen blutigen Baron. Muss natürlich, wie gesagt, gucken, weil ich jetzt nicht so die starken Karten habe. Der strömende Regen, ja, die Belagerungskarten, alles klar. Sieg von Dennis, ja, wieso nicht, komm. Generell Gwent ist echt ein... Wie soll ich sagen, also im Let's Play, ich sag's mal so, im ersten Let's Play von The Witcher 3 habe ich ein bisschen vorgedrückt, weil ich mir dachte, Gwent und so jetzt die Hauptstory durchzocken. Jetzt bei The Witcher 3 Plus, wo ich echt dabei bin, alles noch ein bisschen näher auf den Zahn zu fühlen und vor allem jetzt so die ganzen Bücher durchhaben, nachdem ich weiß, was bei The Witcher 1 und Witcher 2 alles vorgefallen ist. Dann bin ich jetzt echt so, Moment mal, du hast bei The Witcher 3 mit Gwent hast du so viele geile Artworks auf den Karten. Da sind irgendwie beeindruckende Namen drauf, die einen kennst du durchs Spiel her, die anderen kennst du teilweise durch die Romane und andere lernst du es noch kennen, dann fragen natürlich schon, jetzt willst du doch endlich mal herausfinden, was da jetzt eigentlich genau abgeht, was genau für Gwent-Karten sind und so weiter, dass sie Verstärken haben. Jo, plötzlich ein paar Mal gezockt und so und man muss schon sagen, es macht schon süchtig, also er hat jetzt echt schon teilweise Situationen, wo ich das Spiel nur angeschmissen habe, um Gwent zu zocken. Nicht um die Hauptstory nochmal nachzuzocken oder irgendwelche Sidequests, so, nee, nur um Gwent zu zocken. Krass war. So, kann doch leider passen. Ja, es geht darum, 2 Runden zu gewinnen und sobald man halt einmal passt, dann ist das für immer. Also sprich, dann kann man diese Runde nicht mehr zocken. Muss man halt darauf achten, dass wenn man passt, dass man es dann macht, wenn man entweder einen strategischen Vorteil hat oder aber die Gegner zwingen will, dass er einen Fehler begeht.
So weit, so gut. Natürlich, wie gesagt, ja, bei Quint gibt es ja auch 4 verschiedene Decks. Also sprich, es gibt einen nördlichen Königreich, die gerade, Dix sollte gerade sagen, die blutige Barone nicht einsetzen. Es gibt ja auch noch Nilfgaard, dann gibt es noch die Scoia'tael und es gibt noch ein Monster-Deck. Jedes dieser 4 Decks hat zwar jeweils eigene Anführer. Also bei uns ist ja immer König Foltest, und ihm gibt es wiederum 4 unterschiedliche Karten mit unterschiedlichen Effekten. Das ist auch bei Nilfgaard mit M hier so, bei Scoia'tael mit Francesca und bei Monster mit Eredin. Aber es ist auch so, dass jedes Monster-Deck hat noch zusätzlich seine speziellen Effekte. Wie eben jetzt hier mit Foltest in einer Runde gewinnen, kann man zusätzliche Karte ziehen, was auch immer sehr, sehr geil ist und einem eigentlich einen Vorteil bringt. Typisch, oder? War auch früher so, bei anderen Kartenspielen ist generell so, je mehr kann durch der Hand, desto besser. Wobei es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ja. Wenn sowieso ein Spiel endet, in diesem Sinne, du keine Karte mehr hast, keine mehr ausspielen kannst, ist es vorbei. Aber wie gesagt, es kommt ja darauf an, wenn du halt so ein Nilfgaard-Deck zockst und dann geht es ums Unentschieden und du irgendwie die ersten 2 Runden, sag ich jetzt mal, oder die erste Runde gewinnt der Gegner, die zweite gewinnst du. Wir haben beide keine Karte mehr und in der dritten Runde, wie gesagt, kann keiner mehr eine Karte zocken, aber der Gegner hat kein Nilfgaardisches Deck. Du aber schon. Wir wissen ja, bei Nilfgaard-Deck, unentschieden gewinnst du automatisch. Ja, also muss man manchmal schon, doch, ich muss schon sagen, sehr, sehr strategisch nach zocken. So, wie man sieht, er hat bei mir jetzt Dijkstra gespielt, hingelegt, und das sind eben die Karte, die wir bei ihm jetzt gewinnen können. Beim blutigen Baron, so gibt es sogar noch ein bisschen mehr Power. Jetzt wäre es eigentlich vernünftig zu passen, obwohl wir haben jetzt nicht mehr so viel. Oh, das kann übel werden. Aber ich auf das Spezialeffekt auch schon eingesetzt habe. Eben auch hier war es gerade so, oh, Talat auch noch, geil. Eben hier war es wirklich so, er hat von Karten her, würde man sagen, 5:3. Oh, ist aber ganz knapp, hey. Nee, das ist wirklich gefährlicher. In so einer Situation, klar, gewonnen, wieso? Weil Runde 3 hat sowieso keine Karten mehr. Ich hätte noch welche, aber habe ich alles automatisch gewonnen. Obwohl ich gar keine Karten mehr mit Pluspunkten etc., also sprich keine Angriffspunkte mehr. Ist jetzt in der Hinsicht glücklich gelaufen, hätte auch anders kommen können. Aber scheinbar echt so, wenn halt irgendwie unentschieden ist und du hast noch keine Gegner, keine, gewinnst du trotzdem. Ist auch ähnlich wie bei Yu-Gi-Oh! Ja, jetzt quatschen noch ein bisschen in unserem Hintergrund. Natürlich hören wir nichts, weil eben da ist irgendwie wieder passiert. Hintergrundmusik ist zwar da, aber leider keine Sprachauswahl. Nun gut. Der soll mal ganz kurz noch Einladung zur Queen und so weiter. Ich habe im Verlauf dieser einigen Queen-Parts, das sind glaube ich insgesamt 5 oder 6 sogar, Moment, 6, 7, das sind glaube ich sogar 7 oder 8 Queen-Parts. Werde ich auch noch die anderen Decks zeigen, sprich Nilfgaard-Decks, Scoia'tael-Deck, die Monster-Decks. Jedes dieser Decks hat eben noch so seine eigenen Vorzüge, wa? So, Dijkstra haben wir bekommen. Spion kann sowieso immer geil, vor allem hier für nördliche Königreiche. Sollte man daher niemals unterschätzen. Wo ist jetzt Dijkstra? Ah, hier ist er ja. Die Frage, welche Karte rauswerfen war. Also rauswerfen müsste theoretisch nicht, aber ich war auch nur 22, von dem her wäre es natürlich schon praktisch, wenn man halt so wenig Karten wie möglich hat im Deck, um halt dann optimalerweise die besten Karten zu ziehen. Soweit mal zu Fight Nummer 1. Fight Nummer 2 ist hier in einem Dorf, das heißt, weil man halt gegen den blutigen Baron antritt, der sagt einem, ja, übrigens, du kannst da und da, kannst du gegen andere Spieler zocken. Eben geht hier um die Spielen werden, nicht werden, das ist ein anderer Ort gewesen, Entschuldigung. Das schaffst du nicht. Jetzt ist plötzlich wieder gequatscht. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht ganz verstanden, wieso teilweise die Charaktere nichts sagen und teilweise sagen sie doch wieder etwas. Es klingt irgendwie so, als wären sie einen Kilometer weit weg. Das ist, oder war mir da echt zu hoch, um das irgendwie noch nachzuvollziehen. Gut, Spielen wählen, Nummer 2. Der sagt man Kaiser, also mit Nilfgaard-Deck. Das ist eben das Problem, wenn irgendwie unentschieden ist, dann gewinnt er. Das heißt, ich müsste eigentlich auch hier in den ersten 2 Runden gewinnen. Weil sonst ist es doof. Andererseits, wenn ich halt sage, okay, erste Runde gewinne ich, zweite Runde überlasse ich ihm. Weil es auch immer so, derjenige, der gewinnt, der muss im nächsten Zug dann, also in der nächsten Runde natürlich, muss er beginnen.
Ah, Kahir! Der gute Kahir, Können wir uns auch nur aus den Büchern. Was wollte ich gerade sagen? Genau, muss immer derjenige anfangen, der gerade gewonnen hat. Und natürlich hat der andere den Nachzug. Also sprich, es ist eigentlich immer besser, wenn man nicht anfängt, sondern eben der zweite ist. Oh, der hat Leto Vunguleta. Auch ein Charakter, den wir aus The Witcher 2 kennen. Und noch kennenlernen werden, im Sinne von Let's Plays und so. Aber noch kein Let's Play, das kommt dann noch. Also oft zumindest. Genauso wie The Witcher 1 noch. Nachher diese Findenkarte, dann schlecht. Das ist eine Spezialkarte, geht es darum, dass man halt andere Karten wieder zurück an die Hand nehmen kann. Natürlich vor allem dann praktisch, wenn sie spezielle Effekte haben. Man sieht auch hier Leto, und jetzt bringt er hier eine Moa. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Da ist hier zwei kann auf dem Feld, die irgendwie so, wie soll man sagen, so links oben bei der Zahl halt so irgendwie goldumrandet sind, wa? Das sind sogenannte Heldenkarten, ja, Entschuldigung, sind ja Heldenkarten. Die sind von jeglichen Effekten nicht betroffen. Ihr seht das hier, er hat vorhin da irgendwie das blöde Gewitter gespielt. Ah ne, war ja ich, ja. Nee, doch war er, aber keine Ahnung mehr. Jedenfalls geht es darum, dass entweder, also spielt keine Rolle, Karten, die halt ihm schaden würden und auch ihm helfen würden, haben keinen Effekt auf diese Heldenkarten. Sind hier ganz gut, diese Schützen, die haben zwar auch 10 Punkte wie Leto auch, aber sie sinken, weil sie eben keine Heldenkarten sind. Sie sind zwar starke Karten, keine Frage, aber eben keine Helden und keine Sonderkarten, deswegen sind sie halt von Effekten anderer Karten betroffen. Es ist grundsätzlich halt schon so, je mehr Helden, Sonderkarten im Deck hast, desto besser bist du, weil die meisten Sonderkarten, oder eben Heldenkarten, haben schon eine gewisse Stärke, die man nie unterschätzen sollte. Ja, unentschieden, toll. Immerhin sind nur noch eine Karte, Leute, aber es sind noch 2 Runden. Jetzt muss er beginnen. Können Sie auch sagen, ja, ich passe mal. Was ein bisschen doof wäre, wenn er das machen würde. Der zieht eine Karte von mir. Der alte Sack. Auch nicht schlecht, wa? Ja gut, ich musste irgendwie da nicht meine einzige Offensivkarte einsetzen, muss ich hier mit Sonderkarten kommen. Ui, das war aber knapp, hey. Das war aber schweinisch knapp. Jetzt hat er dummerweise noch eine Karte. Es kann jetzt alles passieren. Natürlich darf ich jetzt die Wetterkarte nicht einsetzen. Foltesfee kann ich auch nicht einsetzen, wird es gleich bewirken. Also muss ich auf Angriff spielen. Und vor allem Schwein haben. Wenn es das wieder die Eiskälte gewesen wäre, Freunde, dann hätte ich verloren. Tja, aber so gewinne ich die Runde. Er hat keine Karte mehr und somit gewinne ich automatisch. Oder auch nicht. Ah ne, stimmt, wegen Nilfgaard-Effekt. Ja, deswegen nicht, wegen Unentschieden und so. Okay, haben wir geirrt, aber spielt keine Rolle. Wir haben jetzt gewonnen und das ist die Hauptsache. Yeah, Niedere Königreicher for the win! Karten ziehen, yeah! Nö, sagen wir noch nichts. Gut, der nächste, also Hadi. Also wie gesagt, hier bei der ganzen Gwent-Quest-Reihe sagen wir auch immer, welcher Charakter als nächster kommt. Und, jo, von dem her. Leto Vunguleta, jetzt haben wir die Karte selbst, ey, Alter. Eine Heldenkarte für unser Nilfgaard-Deck. Wenn man hier sieht, uns fehlen hier noch einige Karten, aber die kommen nachher noch. Alles nach und nach. Der dritte also ist Hadi. Hadi ist hier ein kleiner Junge, man höre und staune. Aber gut, wieso sollen Kinder ja nicht da zocken können, obwohl, naja, man weiß ja nie, war um Preis gegen Erwachsene spielen. Aber gut. So, Hadi war, glaube ich, ziemlich stark, wenn man da richtig erinnert, aber hey, ist halt wählen das erste Gebiet. Vermutlich dauert hier deswegen der Part auch viel länger als dann bei den nächsten Parts. Das ist, wie gesagt, Anfangsgebiet. Aber noch nicht so die starken Karten. Übrigens, diese Wetter kann man immer behalten, auch zu Beginn weg direkt. Man legt zwar die Karte natürlich schon zurück in den Ablagestapel, beziehungsweise ins generelle Deck, aber die Wetterkarten schon auf der Hand zu haben, das ist nie verkehrt. Also eher die schwächen Karten weglegen, die man halt irgendwie in Kombos braucht.
Es ist echt verrückt, dass die Loge hier so schwach dargestellt wird. Ich meine, Sheila, Sabrina. Gut, Sheila und Sabrina hatten vor allem einen großen Auftritt auch in The Witcher 2. Ja, ein bisschen Moralschub kann nie schaden. Ein Drachenjäger. Also vielleicht sogar der aus den Büchern? Nee, glaube ich nicht, wa? Kann ich mir zumindest nicht gerade vorstellen. Das Horn. Ja, auch eine Sonderkarte, die ein bisschen fies ist. Kann man einfach so in eine Reihe legen und dann verdoppelt sich der Angriffspunkt. Aber natürlich nur von normalen Karten. Von Heldenkarten, wie gesagt, nicht, weil die sind ja von jeglichen Effekten ausgeschlossen. Sei es ein feindlicher oder gegnerische, sei es eigene, sei es solche, die multiplizieren würden, sei es solche, die negieren würden, spielt keine Rolle. Oh, verbrennen. Eine Sonderkarte, die halt den höchsten Effekt auf dem Feld suchst und alle Karten, die damit diesen Effekt halt haben, zerstört. Das spielt keine Rolle, hätte ich jetzt zum Beispiel 3 Karten mit jeweils 15 Punkte, was dann später noch kommen wird, dann könnte Verbrennen alle 3 auslöschen. Aber natürlich auch die eigenen Karten, ne? Also da immer ein bisschen vorsichtig sein. Er hat Vernon Roche, ich glaube sogar die Karte gewinnen wir hier. Ja. Okay, dann jetzt bringt jetzt gar nichts. Ich muss ja echt hier auf die Belagerungsmaschinen setzen. Okay, er löst sie da auf. Toll, jetzt kann ich zwar die Loge da ausspielen, das ist ja schön. Damit wären Roche da vorne. Der hat immerhin schon 10 Punkte und ich kann da mit der klirrenden Kälte nichts ausrichten. Also, wie gesagt, einerseits fies, weil du als Gegner nichts machen kannst gegen die. Du kannst nicht Dinge wegfegen, nee, keine Chance. Andererseits eben auch, die können sich auch nicht irgendwie verstärken und zwar, die sind einfach, die haben ihre Punkte fertig. Das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil. Es kann auch ein Nachteil sein. Er muss weiter da auf die... Ja, verdammt, hier, was mache ich jetzt da? Das ist jetzt die Frage, wa? Aber ich habe dummerweise... Oh, gepasst. Gut, dann haben wir natürlich automatisch gewonnen. Ich ziehe noch eine Karte. Jetzt haben wir beide wiederum 3 Karten auf der Hand. Oh, das kann noch ganz übel werden. Hier ist echt guter Rat teuer. Mache ich auf Unentschieden oder spiele ich... Ja. Und da versucht man es einfach, wa? Jetzt auch hier wieder im Hintergedanken, er hat noch 2 Karten. Sind das vielleicht starke Karten? Und ich hab immer noch Fulltest. Die Fähigkeit, die ich einsetzen kann, der Gegner kann es nicht mehr einsetzen. Oder doch? Ne, ich glaube, es ist bereits ausgegraut. Also sprich, ich könnte meinen noch einsetzen, halt die ganzen Wetteffekte zu annullieren. Das wird noch gehen. Jetzt kommt es drauf an. Ne, wir können es dauern, aber gut. Ne, jetzt ist es ausgegraut, gut. Ja, aber ich habe sowieso gewonnen, also wieder mal Schwein gehabt. Ja, ein bisschen Schwein muss sein und, jo. Ich habe mir gerade zurecht, worauf warte ich eigentlich? Wenn er just so fun war. Alles aktivieren, was geht, Runde gepasst, er ja auch und ja. Ich sag ja, Schwein gehabt. Hat die verloren, komm vor, nimm deine Karte. Da haben sie natürlich auch ein kleiner Junge, der von sich in dritten Person spricht. Ja, und jetzt hören wir sie wieder. Also, während Roche erhalten als Karte, kann es noch geiler sein. Das ist sogar unsere erste Heldenkarte, wa? Jo. Während Roche die letzte Hoffnung Temeriens, wa? Kennen wir auch aus The Witcher 2. Den Guten. Ein Patriot und ein echter Hurensohn. Was stand da gerade? Da stand echt gerade ein Patriot und ein echter Hurensohn. Das ist auch nicht schlecht, ey. Ja, da gucken, war jetzt, ja, Jaben, Sigrin, ja, Jaben, du bist ein cooler Typ, hey, sowohl aus den Büchern als auch aus Witcher 2, aber ja, vielleicht taucht sogar noch in Add-ons auf hier, wa? Also hier sprich bei
Hearts of Stone und Blood of Wine. Wer weiß, wer weiß. Und der letzte Spieler hier in The Witcher 3 bezüglich Spieler in Wählen. Das ist sogar ein Typ, ich erinnere mich wieder, das ist einer, der, bei dem man auch eine Quest noch machen kann. Ich weiß gar nicht, ob es eine Sidequest oder ein Hexerauftrag ist, aber ganz ehrlich habe ich irgendwie nie richtig Bock drauf gehabt und deswegen wieder weggeklickt. Hat irgendwie eine ganz spezielle Gabe und so und ja, zuerst gedacht, ja, ich helfe mir ganz kurz, ist doch geil, kannst du Weissagen machen, aber dann dachte ich mir so, was sind das für eine Weissagung, hallo? Ich sehe einen Wolf, er schaut mich an, wenn die große Wiebe Zustand des Silberlilie verschlingt, er will springen und kämpfen und die Schlange ist schneller, die Lilie muss sterben. Und eine Anspielung auf The Witcher 2 war, die große Viper wird wohl Letergeist sein, Silberlinie halb Volltest. Würde zumindest passen. Ja genau, und erwähnt es auch, Ballade, wo man von Rittersporn war. Obwohl ich sagen muss, Rittersporn sah im zweiten Teil auch ein bisschen seltsam aus, also ganz ehrlich, vor allem mit Mut und so. Drittes Ort wird schlechter, ich brauche ein bisschen mehr, aber seltene Pflanzen kann ich bitte holen. Da dachte ich mir jetzt echt so, nee, sorry, ja, kein Bock mehr drauf. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich etwas Besonderes gibt und so, aber halt bei dem Typen, da ist er der Vierte in der Runde. Und eben nach der letzte für ihn diese Questreihe, Gewinnspieler in Wählen. Und ja. Man hat auch die Frage, muss ich die Quest überhaupt machen, um da irgendwie gegen ihn nachher Gewinn sagen zu können, aber zum Glück nicht, wir müssen nicht gegen ihn da eine Quest machen. Man kann den Zug sogar nicht sehen, ey, was soll denn das? Ja, jetzt überleben, ciao. Ich weiß auch gar nichts mehr war. Quest gescheitert, ja, wer hat schon den Stern, ist doch egal. So, ja, wir sind zurück und möchten Gewinn zocken. Um die Preiskarte. Die Frage ist halt, welche Karte schon war. Ich überlege gerade. Ich glaube sogar war gar keine spezielle. Naja, Hauptsache wir zocken und natürlich wir gewinnen. Oh, er spielt ein Monster-Deck. Ach du Scheibenkleister. Ja, jetzt werden wir gleich mal erleben, was Monster-Deck so gefährlich macht. Zum einen mal, Eredin ist ja König, oder? Ist ja klar. Andererseits halt, auch wenn Eredin verschiedene Effekte hat. Generell bei Monster ist es so, wenn eine Runde vorbei ist, egal ob man als mit einem Monster-Deck gewinnt oder verliert, eine bestimmte Monsterkarte auf dem Feld bleibt. Das kann unter Umständen die stärkste Karte gerade auf dem Feld war, unter Umständen auch die schwächste. Sie bleibt auf dem Feld, natürlich vor allem mit dem Nilfgaard-Deck, von wegen unentschieden spielen, ist da ziemlich doof. Ja, und das ist hier die zweite doofe oder gemeine Fähigkeit. Du kannst ein Monster spielen, wenn es eben so einen Effekt hat, wenn man da so sieht, so ja, seltsames Icon halt, wie heißt das? Musterung, war genau. Dann kann das Monster mit dem gleichen aus dem Deck aufs Feld rufen, sofort. Momentan mit 1-1-1 ist nicht so das Problem, da geht ja noch. Aber später dann, ja, klirrende Kälte ist hier wärmstens zu empfehlen, weil die meisten Monster sind halt auf Nahangriff. Es gibt halt auch Monster, ich erwähne da vor allem die Mumen, die gibt es ja auch als Monsterkarten und die haben jeweils 6 Punkte. Könnt ihr mal vorstellen. Spielst eine aus, die anderen zwei kommen auch aufs Feld, boom, 18 Punkte auf dem Feld mit einem Zug. Also eben so etwas, aber eben, deswegen sage ich ja, diese Karten sind echt verdammt übel. So, jetzt habe ich halt wieder einen Roche, das ist natürlich mit kleinen Kälte-Kombination sehr gut. Da habe ich halt so überlegt, jetzt schon zocken und den Gegner irgendwie zu warnen. Nee, komm, ich warte noch ein bisschen, sage noch mehr Karten. Und ich habe hier halt noch 2 klirrende Kälte im Deck gehabt. Da wird später noch ein bisschen geändert und noch einen im Deck. Ist schon beeindruckend, wenn du so überlegst. So viele Karten auf dem Feld, trotzdem noch 4 auf der Hand. Krass, aber wir haben immerhin 11, also... Ja, also jetzt kann man es ruhig mal spielen.
Und blub. Alter, um 30 Punkte gesenkt. Da kommt das Gegner auch schön verarscht vor. Jetzt muss ich dummerweise noch zocken. Da ist ja die Frage, welche Karten war. Welche Karten spiele ich jetzt am besten? Ich brauche immerhin 13 Punkte, weil sonst gibt es Unentschieden und das ist dann nicht ganz so geil. Und ich will gewinnen, um noch eine weitere Karte zu ziehen. Also, überlegen, was spiele ich jetzt? Ich muss fast, ja, die beiden höchsten Katapulte zocken. So, jetzt passt, dann haben wir die Runde gewonnen. Und jetzt kommt das, was ich vorhin erwähnt habe. Eine Karte bleibt. Das war jetzt in diesem Fall, glaube ich, sogar die schwächste, oder eine der schwächsten Karten. Aber ich meine, der hat trotzdem einen Vorteil. Das ist ähnlich wie mit Full-Test, wenn man da halt noch eine Karte ziehen kann. Bleibt bei Iridin einfach mal ein Monster auf dem Feld. Ach ja, die Fähigkeit hat der Iridin ja auch. Alter Schwede. Kann einen Angriff noch verdoppeln. Ja, also muss er fast wieder irgendwie auf die Bogenschützen, so sprich im Fernangriff, ausweichen. Ich habe noch eine klirrende Kälte und ich weiß doch genau, denn noch 4 Karten, von denen sind sicher 3 Münzen und Monster. Genau, die Mumen. Ja, hallo! Lecco mio, ey, die Mumen. Jeweils 6. Oh, 18, beziehungsweise jetzt hier sogar. Oh, willkommen zu 36 Punkten. Also da muss man echt aufpassen, diese Kombi ist echt verdammt übel. Gut habe ich noch mit klirrender Kälte gewartet, war? Gut habe ich damit noch gewartet, hey. Jetzt überlegt er sich halt auch. Verdammt, was macht er jetzt? Will er noch irgendwie meine Karten schwächen? Er hat sogar zweimal klirrende Kälte gehabt. Klirrende Kälte sage ich schon. Vielleicht gutes Wetter. Oder Sonnenschein von mir aus. Ist ja eigentlich Nilfgaards Wetter. Das Symbol vor allem. Ja, komm auch weg damit. Ich muss verhindern, dass er meine klirrende Kälte kontert. Okay, er passt. Wieso ist eine gute Frage. Vielleicht das letzte nochmal ein Horn zum irgendwie verstärken oder so etwas. Na, oh Gott sei Dank. Gewonnen, Leute, gewonnen. Jetzt weißt du, was gewinnen, genau, ist ja eine Anführerkarte gewinnen wir hier. Anführerkarten nennen halt solche wie König Foltest, gibt es ja 4 verschiedene Versionen davon, oder Eredin gibt es auch 4 verschiedene Versionen. Bei Scolatiel ist halt Francesca gibt es 4 verschiedene und auch bei M hier gibt es 4 verschiedene und die kann man halt hier auch unter anderem per Zufall, aber jetzt hier zum Beispiel auch bestimmt gewinnen. Also all die 4 Karten sind so geskriptet, die kommen immer wieder, die sind nicht zufällig, war. Nur mal so viel noch per Randbemerkung. Oh, getäuscht, Mumme Weberin. Hey, schön können wir Ehre, die wir gekriegt haben. Naja, immer eine Mumme, ist auch nicht schlecht. Ja, dafür kriegen sogar 2 von ihm, geil. Neben die Mumme ist halt, von denen gibt es halt nur 3 insgesamt. Ich glaube, eine können wir normal kaufen und 2 müssen wir gewinnen. Also von dem her, schon heavy. Da haben wir sie, die Mume, die Weberin, wie wir sie nicht alle lieben und hassen. Natürlich Eredin, Zerstörer der Welten. Und die erste Karte gibt es immer, die haben wir immer gleich. Die zweite, dritte und vierte kann man jeweils freispielen. Und immer ein bisschen verschieden, entweder durch zufällige Duelle oder eben auch durch bestimmte. Naja, sagen wir mal zum ersten Part hier von der Quint-Reihe. Quint-Spielern wählen, im nächsten Part geht es weiter mit Quint-Spiele gegen Wirte. Bis dahin, ciao zusammen!